Ich bin froh, dass da kommen seht. Den Dossier, den wir heute präsentieren, ist für uns ein ganz wichtiges Dossier. Es geht zurück auf eine Konvention zwischen der Stadt Lützeburg an dem LISER, an die Konvention, die aus dem 6.7.2020 am Gemengerat akzeptiert. Der Rapport, den also vom LISER am April 2022 der Staat überreicht ging, an das verteidigt an der Kommission Sozial vom 26. Oktober 2020, also 4 Wochen, diskutiert ging. Das heißt, sie 6 Monate zwischen dem Moment, wo die Stadt den Rapport kriegt, an dem Moment, wo an der Kommission Sozial darüber geschwärzt ging. An dem Rapport von der Kommission Sozial steht auch, dass der Rapport ist, qui peut servir de source d'information à tout le monde. Das ist also kein Geheimdokument. Das ist aber so, dass der Rapport auch noch nicht Ordre du jour vom nächsten Gemengerat ist. Das ist normalerweise so, wenn ein Rapport an eine Kommission kommt, da könnt die nächste Sitzung vom Gemengerat dazu diskutieren. Das ist also nicht der Fall. Vielleicht wird es bei dem City Breakfast vorgestellt. Wir wissen das nicht. Gell? Bon. Vielleicht eine Anekdote, auch der Assise Sozial, da steht noch nicht dran von ja. Der Präsentation vom Dokument. Ja. Wir erklären euch dadurch, dass ein ganz paar von Donnen an dem Rapport, den wir ja noch vorstellen, absolut nicht flatteur sind für die Aktion von der Majorität. Also Ziel von der Konferenz de Presse sei es, für den Dossier einem largen Publikum zugänglich zu machen. Und da haben wir schon ein echtes Ziel erreicht, weil Santa Gösta, oh Wunder, als der Rapport Site von der Stadt Lützeburg. Die hat doch den Link an ihrem Dossier leihen, wo der fand. Bon, es geht darum, da keine billige Polemik zu machen, mit Problemen zu diskutieren, die an der Stadt effektiv bestehen, an nur Lesungen zu sichern. Bon, wir wollten also ein paar Kapitel fokalisieren, ganz klar, so wie wir an der Invitation geschrieben haben, das Ideal von der Multiplicity an der Stadt irgendwie vorstellen. Wir wollten hier als 2 Gemengeratsmembern auch die Konklusionen, die wir daraus erzählen, eben hier feststellen. Als Hauptkonstatationen sind die, als Staat fällt auseinander. Niveau von dem Abkommen, Niveau von der Situation vom Logement, Niveau von der Bildung, der Ausbildung, und auch Niveau von der Société civile insgesamt. Ich gehe auf den ersten Aspekt an, das Niveau von dem Abkommen. Die Donnen basieren sich auf Statistiken vom IGSS, das heißt, das sind Salären von den Leuten, die in Lützeburg an der Stadt arbeiten, also auch wohnen, Residenten, aber ausgeklammert sind Funktionäre Europäer, weil die nicht Niveau von der IGSS erfasst sind. Da muss in verschiedene Sachen, zum Beispiel hat die Kirchbirch belangt, wo ganz viele der Funktionäre wohnen, muss in irgendwie relativieren. Aber es kann nicht so, und das steht am Rapport, 22,3% von den Salariés an der Stadt Lützeburg sind unter dem Seuil de Pauvreté. Und das ist viel mehr wie landesweit. Landesweit haben wir einen Rapport von die 18%. Und das muss uns aber trotzdem hellhörig machen. Und 1/3 von den Personen, die wohnen an dem Quartier Gare und am Quartier Bonneville Süd. Voilà, und ihr seht das hier auch auf dem Tableau. Ich muss sagen, das schon Dinge ummachen. Okay, voilà. Du siehst auch die Leute
die hier wohnen, die Deler an der Stadt, wo wirklich viel mehr Leute wohnen, die in der Povertät wohnen, leben wie an anderen Delen. Das zieht sich auch über die Quartien von dem Vorbohren hin, Pafendal, Gron, Isrop, Ollinger Gron, Eich und so weiter. Und dann auch nach oben geht bis auf Becken und so weiter auch rüber. Bon, du kannst vielleicht auf dem Tableau 1 rauf scrollen. Die Sachen da in ihrem Dossier auch dran. Du siehst da, wo die meisten Leute da wohnen. Also, das ist Bundesweg Süd und das ist Gär. Insgesamt sind 11.243 Leute. Und die Disparitäten, die bestehen aber nicht nur zwischen einzelnen Quartieren, sie sind auch innerhalb von den Quartieren. Zum Beispiel, was der Quartier Gare anbelangt, Quartier Gare ist von denen, wo am meisten arme Leute wohnen, aber, wir werden das ja nur noch gesehen, da sind auch die größten Disparitäten. Das heißt, da wohnen auch immens viel reiche Leute auf der Gare. Wer da merkt, das ist noch für der Revenu moyen, dass eigentlich so den Teil Südest von der Stadt, also Südosten, wo sich von den anderen Teilen, also den zentralen Teilen, jedenfalls aufhilft. Also die Quartieren, die Südosten sind, das sind mehr desavantagierte Quartieren wie die anderen Quartieren. Und auch innerhalb von den Nationalitäten, kann ich aufholen, innerhalb von den Nationalitäten gibt es große Unterschiede, wo noch weiter hoch. Ja, ich probiere. Ja, Das ist der Salaire Median. Das ist der Median, Salaire Median. Du hast die Disparitäten zwischen den Quartieren und so die Sachen dort an ihrem Dossier liegen. Ne? Wo ich da darauf angehen, das ist zwischen den Nationalitäten. Also zwischen den Nationalitäten ist es so, dass an der Stadt Lützeburg weil aber über 60% von den Leuten an hochqualifizierten Mädchen schaffen. Also das sind im Ganzen 66%, ganz viel an dem Finanzbereich und dann aber auch an Aktivität Scientifique, Technik. Und wenn der da oben guckt, welche Nationalitäten und am meisten Abkommen, also die Deutsch sind die am meisten Deutsch-Residenten, sind die am meisten verdienen. Als zweit kommen Belg, als dritt kommen Franzosen, als viert kommen Lützeburger, und da ganz stark aufgehangen Portugiesen und Kapverdianer. Und das ist wirklich ganz krass, den immensen Unterschied am Abkommen zwischen die Portugiesen und Kapverdianer an den anderen. Und das erklärt sich einen großen Dedimendoro, weil die da schaffen, die schlecht remuneriert sind. Am Bau und dann Botsektor und so weiter. Und das ist ganz krass, also Meinung noch. Voilà. Und ich gehe noch dem anderen Wort, hauptsächlich auch für die Quartier Gare und so weiter. Ja, voilà. Voilà. Ja, als war einfach auch mal zu so, war das, was leiden dann am General die zwei Quartieren und zum Gare und Bonneweg Süd, dass eine Konzentration von Inegalitäten und noch von einer schlechten Umverteilung vom Reichtum am ersten Blick, aber auch all die Sozialprobleme, wo die Armut aber auch Matze springt, spiegelt sich auch an den zwei Quartieren rum. Dabei könnt auch noch, dass an den zwei Quartieren auch die ganzen Sozialstrukturen sich rumfallen, auch Niveau von der Obdachlosigkeit, aber auch Niveau eben von den Drogenabhängigen. Das kommt eben noch zusätzlich dabei und amplifiert dann vom Gehol die Inegalitäten, die es schon sowieso an den zwei Quartieren gibt.
war da vom Schafferrot so am Rampenlich so a 4 gehowe gëtt ass immer Sicherheit op denen 2 Kartien an das fir Eis nimmen den Spitz vom Eisbierg. Du ginnet eben all die Aspekte, die lo durch den Dossier von der Observation sozial überhaupt mal an der Wegung könne gezugehen, dass zusätzlich eben zu den Obdachlosen mehr auch zu den Drogenabhängigen könnt auch nach die ganz sozialen Inegalitäten auch nach ein Kehr an den Vordergrund. Nach ein Kehr ein bisschen so eine Historik, weil datiert ja auch noch nicht seit gestern, aber du guckst noch an der Vergangenheit einfach Fehler gemacht, die einen Impact haben auf die Garan und auf die Bodenweger Cartier. Also was Cartiers Entwicklung angeht, sind wir der Meinung, dass de Gar an Böneweg vernachlässigt gehen durch eben Platzierung von den verschiedenen sozialen Strukturen an denen 2 Quartieren an auch den kulturellen Raum gouf op der Gar ganz wasch gelos. Wir so immer Gar war von verschiedenen Kinoen immer bewohnt, aber da war aber auch ein kulturell Aktivitäten, die goufen noch op der Garfirrun proposéet. Ich erinnere mich wat még Visiten do an den Aristol oder verschiedene Kinoen, die aber auch op der Gar waren. Ja, voilà. Und eben das war aber an den Vordergrund gesagt gehen, wo die Schafferrot eng Plüvalue gëtt, das ist alles was eben Kaffee in einem Restaurant, so wie zum Beispiel Pariser Platz, wo zwar alles schön und glatt ist, aber war das mit den Anwohnern, ne? Wo ist dann hier ein Platz, wo Anwohner sich können treffen, wo, voilà, wo eben die sozialen Aktivitäten können stattfinden. Am Niveau von der Gar fällt mir definitiv kein Platz an, wo so etwas gemacht gehen. Wir kritisieren auch zum Beispiel, dass gerade auf der Gar, wenn ihr auch könnt, da seid ihr nicht mehr heisch Gebäude, Autos an Drogierte. Das heißt, auch die Platz auf der Gar könnt mehr valorisiert gehen. Und da hoffen wir uns nicht nur am Niveau vom Schafferrot, mehr aber auch von der CRL, dass du wirklich kann endlich mal etwas gemacht werden, die da gar ein Plüvalue auch bringt. Da sind noch Diskussionen am Moment am Gange, und wir werden uns dafür engagieren, dass da auch eine Bürgerbeteiligung stattfinden. Auch ein großer Fehler, den gemacht wird, dass wir das war eben im nationalen Niveau, das ist eben, wo den ganzen Polizeibüro auf der verlorenen Kast geplündert ist. Ich erinnere mich, das war im März 2015 und das war nach die vierletzte Regierung der CSV und der LASAP, die ganze Decision geholt hatten, dass das Polizeibüro auf der Gläsener Straße verschwindet. Und seit 2015 war am von Gehol an die ganze Quartier gar kein Police mehr an Ausrecht. Ich kann nicht mal nicht so, wie viele Jahre eng auf der Gar gemäht gehen. Ja, die Stadtentwicklung, wir kritisieren noch den Fakt, dass innerhalb von einem Radius von 5 Kilometern 2 Ackerzentren gebaut sind, und zwar den im Kloster, und aber auch den hier Ramilius. Und zwar so mir, dass wir glauben nicht daran, dass dadurch eben mehr Kommerzen abgemäht gehen, mit dass einfach Kommerzen sich dezidieren, entweder auf den Kloster zu gehen oder an den Ramilius zu gehen. An den am meisten daran leid, das eben die Schwächsten an dem Ganzen, und das gar mehr, aber auch wenn es dem Chantier vom Tram an dem Moment. Also kumuliert sich auch verschiedene Sachen zusammen. An Eisen an haben wir schon ein paar Mal am Gemeinderat interveniert, auch mit der Hilfe von den Geringen von der LASAP. Und ich gehe wirklich mehr spezifisch daran heran, wo die ganze Problematik auch aufkommt mit den privaten Sicherheitsfirmen auf der Gar. Ich meine, das ist der Moment, wo
die ganze Diskussion auch opkommmers an du hatte mir eng Initiativ wat den geringen an der LSAP den 1. März 21 ragin, wo mir definitiv gesot hun, dass Poli die einzig Agenten sollte sind, die op der Gar an überhaupt op der Stadt sollten agieren, weil sie hun echtens mal Ausbildung an sie hun auch die nötige Kompetenzen für dat ganz beter zu gehen. An dat tut sich auch nur erwiesen durch den Accident mit dem Hund an eben ich kann nicht so werden Aufwohner von der Gar, mehr jedenfalls als es ob der Gar geschieht, was nachher mehr zu der Problematik gewiesen wird von den Privatsicherheitsfirmen ausstellt. Wir sind noch dafür, an der Initiative steht drauf, dass eine Dezentralisierung von den Strukturen geschehen soll. Das heißt ja auch Oberstaat an auch vielleicht andere Quartieren sollten sollte Strukturen abgemäht gehen. Sie wird für Obdachlosen, sie wird für Leute, die ein Drogenproblem haben. Es gibt noch genug Beispiele am Ausland, wo der doch durchgeführt hinaus an wo der da war, wie soll ich so verschiedene Quartieren entlastet und die vier drin eben ganz viele Mörder geplot waren. Wir haben noch an der Motion einen Suchtaktionsplan gefragt für die Stadt Lützeburg, einfach für präventiv können zu planen, was da alles überhaupt muss gemäht gehen. Aber wir merken aber auch, dass zum Beispiel die verschiedenen Niveaus sich gegenseitig schuld gehen. Ne? Das heißt, am nationalen Niveau wird gesagt, ja, mit Staat muss da noch mehr machen, mit Staat sieht aber auch, ja, wir brauchen aber auch die nationale Unterstützung. Wir allein als Staat können nicht die ganze Problematik vom ganzen Land drohen. Das heißt, da sind aber wirklich schon Divergenzen. Und ich noch gefühlt, dass nicht mal nie geschwärzt wird. Wir sind ein Territoire, wir haben auf nationalem Niveau geteilt, an der Stadt interveniert, mehr warum Gemengen